freue mich von dir und hier mit dir in aller Top zu sein war. Wenn er in der Kirche kommt, dann sittert und schaut Menschen sein, das immer war eine Freude, jeden hier alle zu treffen. Und er wünscht immer, wenn einer der Weg denkt, was soll einer von reden, was ist, was uns alle fehlen hat, was ist, was Gott wird gleichen, was wir sollen hören. Das gibt immer Gedanken. Er weiß manchmal nicht, was wohnt es dann, wenn er dann in der Bibel nennt, da sind so viele Städten, wo einer kann von reden, und so viele Städten, wo so viel wird sein, und wohnt es dann dort, und dann bet einer und verlässt sich ab dort, wo er dann picken wird, das ist dort, was Gott will haben. Und so geht mir das von der und auch, und dann denken die, das kam ab Römer 12. Kapitel, die erste paar Vers. Und ich war nicht bloß bei der Vers bleiben, aber dort wurde es anfangen. Und die Versen sind bei mir immer weiter viel wert. Die sind sehr klar geschrieben und da können wir sehr viel von lernen. Und dort freut mich. Und von der an, wenn wir sagen, was wir davon lernen können, yes, wir haben mal so und so viel, was Gott uns offenbaren hat, auf einmal, manchmal voll wie so, das hat ich vielleicht mal gelesen, und nu ist noch was anderes, was ich vielleicht mal nicht gekriegt habe, und das merkt das bloß immer war mehr und mehr wird sein, wenn er das lesen hat. So, wir alle können fairer Weg in die Kirche fahren, das ist was wir tun, und ich vertraue, dass die auch alle in der Kirche fahren, und Menschen treffen, und taub beten, taub singen, und Gott die Ehe geben, für dass er uns bei hier gelehrt hat, und dass er uns Offenbarungen geben hat, und das ist einmal so viel wird, bei mir wenigstens, und ich vertraue, das beginnt auch alles so. Wenn wir denken, dann, wo wir wären, und wo Gott uns hat verrückgehalten, wo er uns hat verrückgeraten, dann das ist was sehr, sehr groß. Keiner von uns wird sich selbst raten, keiner von uns selbst wird sich so fern abstellen, dass Gott wird sein, oh, nu ist es dann all gut, nu ist es all reich, mit dem, was dann ja schaffen. Keiner von uns wird dort kennen, wenn das ein Weg, und dort ist der Jesus Christus, und dort ist, wo wir hier von der und top sind, und du freust mich top. Yes, wir haben mal nehmen. Ich hatte das Thema von der aus das genannt. Ans Glauben am Leben für den Herrn. Ans Glauben an das Leben für den Herrn. Und was das ans Glauben an ans Leben? Bewirkt das Wort, merkt das einen Unterschied, den Glauben, was ich habe, oder ist das so, was ich bis gewarnt bin? Wenn wir in Römer lesen, dann Kapitel 12, Vers 1 und 2, hier sind mehrere Dinge abgenannt, wo Paulus uns sehr dicht bekommt, wo wir uns selbst bekennen können. Ich werde die Verse mal überlesen. Sagt es dir, Römer 12, Vers 1. Brüder, weil Gott so viel Genot und Mitleid an uns bewiesen hat, ermutigt auch jenen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann, laut dort jün jährlicher Gottesdienst sein. Und stellt jün nicht so an aus dieser Welt, die sollen durch jene neue Gesinnung verändert worden, dass die weiten kennen, was Gott sein wollen, was gut, angenehm und vollkommen ist. So, wir haben hier 12 Dinge, wo ich ein klein bisschen will, 3 Rückpunkten, was Paulus abnahm hat. Aber er hat dort eine Geschichte vertellen. Da wir Jahren 3 ein Chapter kam ab zum Land. Und über dem er so ganz bei an der Kant sein, dann gibt es sehr starker Wind. Und das Chapter ist ein großer Gefahr, über dem wir der starke Wind, wenn an der Kant an rechte steht an der Kant an geschoben worden, und wenn es der große war, und die kommen all vielmals bei every Chap und rieten Dinge von boven vom Chap rauf. Ein große Not ist das Chap tun. Und die Menschen, die da boven sind, die schrien alle, und dann das alle sehr Angst. Aber dann ist da ein kleiner Junge, ein 8-jähriger Junge, sagt er. Er ist ganz gelogen. Hij zonder zorgen, hij
Bloß zu sein an, dass er ist geloten. Und dann fangen sie an zu fragen, warum er so geloten ist. Was ist, dass er in diesem Sturm, in dieser Gefahr so geloten kann sein. Und dann sagt er, Papa, der ist am Stier. Dann weiß ich, dann war es schon. Weet je, wenn Gott am Stier ist in uns Leben, dann wollen Dinge schaffen. Wenn wir nicht kriegen, weiten wo. Das kleine Junge hat keine Idee gehabt, dass das schaffen, was kann kommen, er nicht. Aber er weiß, Papa wie am Stier, dann wird das schaffen. Und so, als wir uns hier nachlesen dann in diese Welt, was Paulus hier geschrieben hat, dann können wir ein Ding auch klar haben, dass Gott ist am Stier in uns Leben. Und wenn er am Stier ist in uns Leben, dann werden auf einmal mehr Dinge, was wir beleben, die können wir auf einmal geloten loslassen. Und mehr, was Gott sein wird lernen, das können wir besser verstehen, wenn es Gott ist am Stier, wenn wir nicht krank verstehen können, nicht krank sein können, wo, aber wir sind geloten. Gott weiß, was er mit uns will. So, wir sagen uns hier, dass Gott so viel Genug in Mitleid bewiesen hat. Gott hat dort gewesen, hat dort bewiesen, dass er die Genug geben, dass jeder einer von uns kann diese Genug erreichen. Der ist durch für jedem ein. Und wir können von der uns sagen, wir haben dort gesehen. Und das sage ich nicht bloß Genug, aber auch Erbarmen, Mitleid. Ein anderer wird ja sagen, am Jammer über uns, du, wo wir wären. An der Leo, wo wir wären. Wenn sie sagt, dass keiner von uns kann sich selbst darüber heben, selbst darüber raten. Und das hat Gott bewiesen in uns zu tun und gemerkt, dass wir das sein können. Und weil wir das sein können, ist uns dort mehr wird. Wenn es diese Gnade und diese Erbarmung, was Gott handstellt hat vor allem, der ist doch von viel Eierecken, die geboren sind. Und er sind viele Menschen in der Welt, die können das nicht begreifen, die können das nicht verstehen. So, wenn wir uns durcheinander dann wo kommt das dann, dass ich und du das verstehen kann? Das ist nicht von uns selbst, wenn ich bloß an mich denke, über mein Leben wäre, ich werde verbessert, ich werde weit weg von Gott. Aber Gott seine erbarmende Gnade leitet er mir seinen, dass ich das zu sein kriegen kann. Dann sagt Paulus wieder, wenn das nicht so steht ist, muss ich dann da ich mal dich bekommen. Wenn es diese Gnade ist, wenn das Erbarmen Gott dort alle bewiesen hat, dann komme ich nicht mal ein bisschen dich bei. Und ich will han gesagt, so mehr Dinge verstehen können. Paulus, der will nicht, dass wir bloß alltid über die Dinge verbieten, aber er sieht, wer Gott ist und was er genug ist. Und dann will er dem nur dran ans Namen bringen und sagt, willst du das ist, dann will ich ihm ein bisschen vermuten. Ein bisschen ermutigen, Mut sprechen, ermahnen. Und dann wir ein Wort, dann sagt er, jenen Körper Gott geben aus ein heiligt und lebendig Opfer. Nicht bloß ans Hort Gott geben, aber Paulus sagt, unseren Körper Gott geben. Wir haben, glaube ich, alle einmal das gehört von Menschen, die sagen, Gott guckt nicht nur unseren Körper, er will bloß ans Hort. Aber da, wo Paulus hier sagt, Paulus sagt, dass unseren Körper Gott geben will, und diesen Körper ist ans Hort. Und das Körper, der wird von uns Hort regiert. Wir tun dort, was uns hört, oder was unsere Gedanken, uns Sinn, uns verleiden hat, dort tät uns Körper. Und Paulus sagt hier, wie es Gott uns diese Gnade bewiesen hat, soll wir unseren Körper Gott geben. Dass der Körper wird dort tun, was Gott sein Verlangen ist. Und Gott will, dass wir das sehr viel schätzen tun, dass er diese Gnade hergestellt hat, dass du kann geraten sein. Wann wird uns sagen, dass Gott kijkt nicht für uns, nur unseren Körper, er kijkt nach uns Hort, dann würde, glaube ich, alle Furt sagen, ja, das weit wie.
Aber wir weten dat auch, dass uns Körper von uns Hort gekontrollt wird. Und so, wenn dort nicht taubstimmen dat, mit dort, was Gott sein Willen von uns ist, uns Körper nicht so leben dat, als Gott sein Willen ist, dann stimmt das Hort an uns auch nicht. Dat schafft nicht. Dat stimmt dann nicht taub. Und Paulus sagt, ich will je ermahnen, dass je ein bisschen anlassen tun, was Gott getan hat, und wo je ihn kann angeben, so zu leben, dass es für Gott angenehm ist. Nicht so leben, dass uns das selbst jankert, aber so, dass Gott das angenehm ist, so als ich in die Leben tun. Und so, dass braucht das uns Körper. Und Gott hat uns den Körper hier gegeben, zum Gott verherrlichen. Uns Körper soll so leben, dass dort Gott verherrlichen wird. So, wir sagen dort hier, dass wir noch kicken wollen, dass dort, was wir tun, was Gott sich zu freuen. Und dann das nächste sagt es, lut dort ein jährlicher Gottesdienst sein. Und wenn wir hier bestellen, uns jährlicher Gottesdienst soll sein, unseren Körper Gott geben. So, dort wird an uns wirken, dort soll dein, unseren Körper unter Kontrolle haben, und dort soll, kann wir dafür sein, dass dort erst Gott, unseren Dienst für Gott. Und wenn dort taubstimmen, dann kann Gott uns auch brücken auf viele verschiedene Wege, wo er uns verleiten, wo er uns verführen, wenn wir wollen sein Wort lesen, wird uns viel wert sein, wir wollen durch noch leben, was wir dabei finden, und dann kann Gott sein Namen verherrlicht werden, mit dort, wo wir uns hingeben tun. Dort soll uns jährlicher Gottesdienst sein. Und dann geht er wieder, immer noch ermahnen. Weils wir diese genau gekriegt haben, ermahnt er uns, dann sagt er, stellt ihn nicht so an, aus dieser Welt. Du soll ein Unterschied sein, wenn ich und du Jesus in uns haben, wir unseren Körper nur Gott gegeben haben, dann soll ein Unterschied sein zwischen den Menschen, die Jesus nicht kann, in uns. Du soll ein Unterschied zu sein. Wir tun Dinge bloß anders, wenn wir wollen von Gott in Jesus gelehrt. Stellt ihr nicht so an aus dieser Welt. Und dann Frau vielleicht noch, was ist kriegt alles Welt? Das erste kann sein, was Welt ist, das ist uns einer Janker. Uns fleischlicher Janker. Das ist ein großer Port von der Welt. Und das fleischliche Janker, das soll nicht mehr keine Kontrolle, weil wir haben unseren Körper Gott gegeben. Der ist genau, was er an uns bewiesen hat. Wir haben unseren Körper Gott gegeben, und so dann stellt ihr nicht so an aus der Welt, als unsere Gedanken können nicht mehr so aus uns Fleisch dort verlangen. Wir lassen das nicht da. Die sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden. Ermahnt uns weiter. Denkt daran, dass die verändert sind. Die sind nicht mehr die je vorher wären. Die sind verändert worden. Die sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden. Das sollte sein. Nicht so, als das vorher wäre. Dass die weiten können. Nicht bloß, da hat mal wer so gesagt. Dass wir weiten können, dass Gott sein Willen in uns Leben passiert mit unserem Körper. Weil dann sagen wir vielleicht, Worten können uns nicht raten. Und das ist ganz klar. Sehr viel Geld tun, zum geraten werden, das schafft nicht. Das ist nicht, was Gott will. Aber, wenn wir unseren Körper Gott geben, dann wird er dort wirken, was angefallen wird und was Menschen sehen. Und dann ermahnt er uns noch wieder, wir sollen durch den kicken, Gott hat uns die Genut bewiesen, wo viel wir bei ihm sind. Und dann sagt er, das soll wir durch kicken, was ist gut? Was ist gut, was ich tue? Ist das gut, was ich tue? Ist das so, was sehen sind? Ist das so, was Menschen was nutzen, was ich tue? Und besonders, was Gott sie nun verherrlicht werden, mit dort, was mein Körper tut. Und dann fragt er wieder, ist das Gott angenehm, was mein Körper tut? Und dann das nächste sagt er, vollkommen. Sind wir vollkommen? Weil dann, wenn wir noch an uns selbst kicken würden, dann würden wir kurz alle sagen, nee, vollkommen dort sind wir eben noch nicht.
Aber das soll uns Streben sein. Das soll uns immer wieder bewegen, dass wir mehr so wollen, als Gott von uns verlangen hat. Und dass wir unseren Körper mehr in der Hand geben, von Gott gebraucht zu werden. So, uns Glauben im Leben für den Herrn. Wenn wir uns diese Frauen stellen, dann wir Paulus abschieden, wo steht uns Glauben gegen diese Frau? Weil wir würden vielleicht alle machen dann sagen, oh, ich weiß, ich kann noch Dinge verbessern. Ich kann Dinge noch ernster nehmen, an dem, was ich allweit von Gott sein wird. Oder an dem, was ich gelehrt habe. Da kann ich noch tiefer zu Horten gehen. Und das nächste, was wir kicken, dann haben wir die Sicherheit in unserem Glauben. Weil wir uns sicher mit dort, was wir glauben, dort erst das Rechte. Dort, was eigentlich glauben, was uns bewegen, sind wir uns sicher, dort ist dort, was Gott verlangen, dort ist dort, was Gott will von uns. Einige Monate vertelt eine Geschichte. Paul Hamburg. Er vertelt eine Geschichte. Wenn wir an denken, dass Gott so viel genug an uns bewiesen hat alles durchgestellt, was wir brauchen, um in uns Leben glücklich zu sein. Und das vertelt er bloß eine Geschichte. Es sind 2 Männer in ein Riefer, was sehr schön hat, und über dem staubt Lahmarm. Und an der See sind Menschen, die singen dort durch und die schmieden Strang nähen, wo die sich können antworten zum Anholen. Und dann sagt er, der eine, der hat den Strang angeführt und hat durch festgeholt. Und der andere, der hat bloß an das Boot festgeholt, was angestellt wird. Und so, beide hatten was fest, was sie holen hatten. Beide wären in Angst und Not, können sich selbst nicht mehr halten. Beide schreien noch halb. Beide greifen was an. Aber einer, der greift dort, was er bloß wegschälen hat. So, wenn wir uns Frauen tun, wo sicher sind wir uns an unseren Glauben, dort, was wir gegriffen haben, ist dort, was uns Wort raten, oder ist dort, was bloß mit dem Strom, was mitschälen und zu guter Letzt nicht raten wird. Sprüche 4, Vers 23 sagt es, merk sicher, dass du im Hort weise bist, dort ist, wo der dein Leben kämpft. Wenn ich nicht weiß, und ich nicht überlegen, ich nicht nur denken, dann kann sein, dass mein Leben in Gefahr ist. Dass mein Leben in Gefahr ist, verloren zu gehen. Johannes 17, Vers 11 sagt, ich sehe nicht mehr in dieser Welt. Das ist Jesus, was er in seinem Gebet hat. Sagt, ich sehe nicht mehr in dieser Welt, aber diese sind in der Welt. Und dann betet er für mich und für dich. Und du sind noch hier ab dieser Ehe. Und dann sagt er, ich komme nur die Fuhrer, heilige Fuhrer, hol diese sicher. Und andere wird ja wie uns selbst fragen, Gott, hol mich sicher. Ich bin noch hier ab dieser Ehe. Ich bin noch da, wo die Versicherungen an mich kommen. Habe ich das angeführt, was sicher raten wird. Habe ich das klar, da was ich glauben, was mir im Hort liegt, was mich bewegen, dort ist dort, was raten wird. Und ich glaube, wir alle so können sagen, yes, dort habe ich. Aber wir alle wollen das können tun, wir haben aber auch Versicherungen, die an uns nachkommen, wo wir mit dem Wagen stehen, was wir mit das tun. Was uns Fleisch was tun. Dass wir haben unseren Körper Gott gegeben und dass wir auch Wort zu leben, dass mit der Tupstem, mit dort, was wir glauben. Und Jesus bet, hol diese sicher. Dass sie nicht verloren gehen. Wenn sie sind noch ab dieser Ehe. Jesus, das wird mit den Jüngern taub und ich weiß nicht, wie viele Menschen, aber haben wir das wichtig, Gott, guck mal, diese sind noch hier. Und die gehen durch verschiedene Versicherungen. Gott, hol an sicher. Mehr klar, dass diese nicht verloren gehen. Ich habe so viel gelehrt. Sie wollen die folgen. Aber es sind viele Versicherungen.
Jesus wird sehr am zu tun, am die, dass sie wollen können bestehen bleiben. Und sagte, in deinen Namen. Hol an sicher, nicht bloß sicher, wo sie sind, aber dass sie an den Namen Gottes, an Jesus die Namen wollen lebendig sind, leben bleiben. Hol an sicher an deinen Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sind, so als wir eins sind. Das ist eine Gemeinschaft, dass die Glaube geworden taub bin, dass sie sich wollen taub holen, dass sie wollen sich halten, sich einander trösten, beistehen, halten, wo immer das fehlt, rüttraden, so als diese Männer, die du am Wutter mitschilden, die fehlen streng Hand zu schmieden. Diese Männer haben das vielleicht alle gelehrt, haben das alle gehört, die wissen das alle. Aber der eine kriegt den Strang nicht zu holen, der hält sich bloß an dort, was er einmal fast hat. So wichtig ist es, dass wir immer wieder frisch ans durchgrooven in unserem Leben und beprüfen, wo stehen wir in unserem Glauben? Wo sicher sind wir in unserem Glauben? Dort, wo wir fast haben in unserem Glauben, ist dort das Rechte. Wir wissen, dass das einzig Jesus Christus, der raten kann und der raten tät. In 2. Korinther 10, Vers 7 sagt es, seid die Sachen so, als die wirklich sind. Wenn sich irgendwer sicher ist, dass er Christus angehört, dann lässt man daran denken, dass wir große Gott Christus angehören. In anderen wird Paulus versiegt, dass mit anderen wird dasselbe Ding zu sein, was Jesus sagt, dass sie sich einig sind, eins sind, taub bin. Er sagt das mit anderen Worten. Er sagt, wenn der wer sagt, dass er ein Christus ist, Paulus sagt, ich bin auch ein Christus, dann sind wir eins. Dann können wir uns abhören, dann können wir uns Mut sprechen, dann können wir uns halten. 1. Timotheus 6, Vers 20. Hier sagt Paulus zu Timotheus, hol dort sicher, was Gott dir anvertraut hat. Und hab nichts zu tun mit der Ladje, weltliche Geplüder und dort Gestreit, dort du feststellen soll, dass sie viel weiten. Wir sollen uns sicher holen und vertrauen an Gott. Paulus sagte Timotheus, ich weiß das alles, du warst, aber ich merke immer wieder frisch Mut. Wenn ich so nachdenke und Reitmerk nachloten, dass wir verbringen und ich seine Versen ist lesen, dann freue ich mich manchmal, ja, ich weiß, dass diese, die was zu Kirche kommen, die kennen das. Soll ich dann verhofft nach diesen Versen abnehmen? Aber eine andere Seite haben, Timotheus wusste das auch alle. Und Paulus hat immer wieder am Denken gehabt. Immer wieder, guck mal, wo steht es? Bist du noch glücklich? Dort, wo du von dir festholen lässt, erst dort noch dort, wo der raten wird. Bleib dabei. Hold fast. Lot nicht los. 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt, und das ist die Ursache, warum ich das Lieden da. Aber ich schäme mich damit nicht, weil ich weiß, an wem ich geglaubt habe. Und ich sehe mich sicher, dass er mich dort, was ich am anvertraut habe, am jenen Tag bewahren kann. Dass er dort, das Vertrauen an Gott, dass ich das was kann festhalten. Gott wird das schaffen. Er ist sich ganz getrost an dort. Gott wird das schaffen. Sind wir froh in unserem Glauben? Die nächste Frage. Sind wir froh in unserem Glauben? Oder sind wir bedrängt in Meid? Wenn es dort, was Gott getan hat für unseren Glauben, soll uns Friede bringen. Das soll uns froh machen. Sind wir froh? Wenn Menschen uns beobachten, kann es sein, dass wir froh sind. Spurgeon vertelt eine Geschichte von einem Näher. Und er hat diese Freudigkeit belebt. Und er war so froh und so voll Freude, dass sein Leben so geändert hat. Und einen Tag kommen von seinen Freunden an und sagen sie, dass sie haben gehört, dass die Bibel der ist nicht die Wahrheit. Das ist bloß ein abgemerktes Buch. Das ist nicht die Wahrheit, was dabei ist. Und dann wundert dann, woher, was geht an, woran? Und dann denkt er ein bisschen nur und dann sagt er, well, das kann nicht so sein, dass das nicht so ist.
Und dann fängt er an, mitzuteilen, was er belebt hat, was geändert hat in seinem Leben. Und das geht nicht, das nicht so. Als wenn es dort schafft, dort ändert. Eerst wie ik een drinken, eerst wie ik de familie aantrui, ik wie zorg niet voor de familie. En wanneer dit buik niet waarheid weer, dan wordt het dat niet geschafft dat ik van der kan een lekker familieleven hebben. Zo hij wil zich zeggen, hij wil vrouw en dat, hij laat zich dat niet wegnemen. Zo zijn we vrouw en onze geloven. 2. Korinther 13, Vers 11 sagt, te laatst, meine Brüder, ziet vrouw, dat wat reich is, laat je troosten. Dat wat reich is, laat je troosten. So Paulus, de schrift dit te de Korinther sagt, je zal een vrouw leven, dan zul je denken, ze dan dat reich zijn, maar dan sagt en wanneer je dat aan troost wil, dan laat je troosten. Laat dat je kan getroost worden. Ziet je laten, wanneer je weer troosten wil, dan neemt dat aan. Laat je troosten. En zo, dat is ook mijn verlangen, dat we ons worden laten roden, troosten, zegnen van onze Geschwister aan ons. Dan zegt het wieder. Ziet je einig, ziet vredelijk, ons lieftoelje en vredelige God wordt dan met je zijn. Wie ons troosten laten, wie ons zegnen laten, dan wordt des vredelige God met ons zijn en dan kan we vrouw leven. Hebräer 12, Vers 2 zegt het. Weil wir Jesus immer im Uhr holen, die den Glauben an uns angefangen haben und auch fertig merken wird. Jesus hat kein Freiheit haben, aber er nimmt das Leiden am Kreuz ab sich und die Schande so als wann dort nicht wir und hat sich in der rechte Seite von Gott sein Thron gesagt. Hier sagt der Schreiber, dass Jesus hat könnt seine Freiheit holen im Himmel. Aber heute will ich das abgeben, denn diese Genot und das Mitleiden an uns zu beweisen. Und so, hier können wir können nicht uns so handgeben, als Jesus den Menschen ihre Seelen raten, aber wir können die sein, die diese streng ausschmieden, die im Riefen nennen, dass wanneer wir in Not ist, dass die eine Gelegenheit haben, an das Strang anzufügen. Ich und du können die sein, was bereit sein, das Strang immer wahrer auszuschmieden, in Menschen, dass die können anfügen und dass wir die können raten. Wo immer wir sind. Und weil wir Jesus immer im Auge haben. Wenn er uns Leben ist, dann ist das nicht schwer, immer im Auge zu haben. Das uns Glauben Frucht bringt. Wir alle haben in Glauben und wir alle glauben an Jesus. Deswegen sind wir hier von der Taub und haben uns Glauben Frucht. Es ist zu sagen, dass wir uns einen Körper Gott gegeben haben. Spreche 11, Vers 29 sagt, wer seine Familie Trouble merkt, wird Wind oven. Und nur wird die Weise deiner sein. 30. Vers sagt, die Gerechte sind so aus lebenbringende Bäume, wer andere halten das, dass sie den rechten Weg gehen und tun, dort sind die weise sind. Englisch sagt es dit. The fruit of the righteous is the tree of life, and he that winneth souls is wise. Die Säulen gewinnen, das ist die, was die weise sind. Und so, wir haben uns von unserem falschen Fähigkeit, dass wir sollen uns Glauben dichter bei uns kriegen. So haben wir uns so handgegeben, dass Gott seinen Namen verherrlichen darf. Als dat goed. Dat wat we weten kan. Als dat in ons levendig. Wenigstens er sind so viele Gelegenheiten, wo uns Fleisch uns vielmals wel tot sie tragen. Und mag dat nicht der Fall sein. Mag wir können stehen, euer wie das wir nennen roden tun. Wenn Gedanken können worten worden und worten können
ans in de Schwierigkeiten entführen. Hebräer 13, Vers 6 sagt es steht, so können wir im Vertrauen sein, der Herr ist der mich helpt. Ich will mich nicht fürchten, was können Menschen mir antun. Ich hol an dit, wens Gott ist der mich geraten hat, und ich hol mich an dort, was kann andere mir antun. Yes, die können unseren Körper vernichten. Yes, die können uns aufsagen, jeder sind nach einer Kirche zu kommen. Aber ich kann mir nicht diese Freiheit wahrnehmen, die ich in Jesus Christus habe. Sprüche 16, Vers 6 sagt es, der treu hat ihr Leben aufrichtig sein, kommt Sinnenvergebung. Der Furcht für den Herrn bleibt einer Weg von Weisen. So, Sprüche, der uns auch abfordern, er sagt, und so hat er geschrieben, dass dann ist es zu hören, dass sie kennen diese Radung. Aber wenn wir dabei bleiben, dann bleiben wir von der schlechten Weg. Und das ist mein Wunsch und Gebet, dass wir können abgebüht worden durch Gott sein Wort, dass wir uns an erfreuen können und uns mithalten, wenn es dort ist, was wir brauchen tun, wenn wir noch in dieser Welt sind. Jesus sagt, Vater, hol an sicher an meinen Namen. Sie sind noch hier auf dieser Erde. Wir sind noch hier auf dieser Erde. Gott, hol uns sicher an Jesus sein Namen. Das ist mein Verlangen von uns alle. Wenn wir noch abstunden zum Beten, wird passen das. Vater im Himmel, wir sind so dankbar, die können kennenlernen. Vater, wir sind so dankbar, dass dein Wort zu uns reden wird. Und dass wir uns daran erfreuen können. Wir uns durch kennenlernen und was du von uns weißt. Und ich bete, Vater, dass als wir unsere Körper handgeben, das Leben ja abwaschen, dass wir die wollen können von die Kontrollen lassen. Und dass du wirst können, geehrt und verherrlicht worden durch uns Leben hier auf dieser Erde. Nicht nur uns wollen, aber nur den wollen. Vater, wir danken dir für jeder einer, der hier von der uns aus der Kirche gekommen ist. Jeder einen nur ansehen und segnen, Weisheit geben und sein Leben stark zu stehen im Glauben. Und dass die Menschen, die uns beobachten wollen, können getragen werden. Vater, ich bete für die Schule, die wir hier kennen haben, möchtest du das segnen. Vater, auch für die älteren Lieder in unserem Mitte sind, die viel Weisheit haben und uns halten können in viele verschiedene Wege. Vater, möchtest du ernst segnen. Und dass sie alle waren und meine Gebreken durch sind, Vater, möchtest du ernst nur ansehen und trösten, Gelotenheit schenken. Die krank sind, Vater, möchtest du auch ernst nur ansehen und Gelotenheit schenken. Und Vater, besonders beten wir auch für die Regierung, wo wir können, unser Schutz leben, möchtest du die segnen und Weisheit geben, das Land zu regieren. Und Vater, wir vertrauen uns dir an, dass du musst uns brauchen als Instrument für dein Recht. Das ist mein Wunsch und Gebet in Jesus' Namen. Amen.